chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Xi Jinping hält viel von der Schweiz, von deren Innovationskraft. Umgekehrt ist China der drittgrößte Handelspartner der Schweiz. Entsprechend freundlich ist die Begrüßung durch Bundespräsidentin Doris Leuthard heute Mittag. Streng nach Protokoll wird Xi Jinping am Flughafen in Zürich mit militärischen Ehren empfangen. Ziel des Besuchs ist ein gegenseitiger Austausch zu politischen und wirtschaftlichen Fragen. Bereits im Sonderzug nach Bern wird angeregt diskutiert. Die Schweiz führt mehr als 20 bilaterale Dialoge mit China. Auch Gesundheit, Wissenschaft und Klimapolitik sind Themen der Zusammenarbeit. Die Reise durch die Schweiz ist sorgfältig geplant. Die musikalische Darbietung eines Schweizer Kinderchors scheint dem Gast aus China zu gefallen. Schließlich betritt der chinesische Präsident das Bundeshaus. Handshake mit dem Gesamtbundesrat. Ein Bild mit Symbolcharakter, sind doch die gemeinsamen Beziehungen letztes Jahr als innovative strategische Partnerschaft definiert worden. Die schweizerisch-chinesischen Beziehungen sind dynamisch und hatten daher schon mehrfach Modellcharakter für die Kontakte zwischen China und ganz Europa. In den Bereichen Wirtschaft, Finanzwesen, Freihandel, Kultur und Gesellschaft trägt unsere Zusammenarbeit reiche Früchte. Das bringt beiden Seiten greifbare Vorteile. Ein Empfang ohne Misstöne. Nach einem Staatsdiner heute Abend finden morgen dann die eigentlichen Gespräche statt. Der Besuch von Xi Jinping findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Verhindern will man damit auch Szenen wie beim letzten chinesischen Staatsbesuch vor 18 Jahren. Demonstranten sorgen mit ihren Protestaktionen für die Freiheit Tibets für einen diplomatischen Eklat. Die Transparente über den Dächern von Bern sind für die chinesische Delegation inakzeptabel. Der damalige chinesische Präsident Jiang Zemin hält der Schweiz eine Standpauke. Der Bundesrat habe das Land nicht im Griff. Die Schweiz habe einen Franc verloren. Madame der Präsident, I'm sorry to say that. Merci beaucoup. Und so war die Stadt Bern heute also rund ums Bundeshaus und das Bellevue abgeriegelt. Und nicht nur das, Félicie Notin. Scharfschützen auf dem Balkon des Bundeshauses. Ungewohnte Bilder aus Bern heute Nachmittag, kurz vor der Ankunft des Hohen Staatsbesuchs. Das Sicherheitsaufgebot ist massiv und aus Sicht der Kantonspolizei auch gerechtfertigt. Es wurde im Vorfeld mit den zuständigen Bundesbehörden eine eingehende Lagebeplanung gemacht. Dazu kommt der Status des Staatsgastes, des chinesischen Staatspräsidenten, plus die jüngsten Ereignisse im nahen Ausland aus letzter Zeit. Und in der Gesamtheit ergab das dann eine Situationsanalyse, die ein solches Sicherheitsaufgebot unabdingbar macht. Bewilligt war eine Kundgebung von Exil-Tibetern für mehr Menschenrechte in Tibet, Stunden vor dem Staatsbesuch außer Sichtweite des Bundeshauses und unter dem Schutz eigener Sicherheitsleute und der Polizei, da Störmanöver von chinesischer Seite befürchtet worden waren. Die Stadt hatte die Bewilligung nach langen Verhandlungen erteilt. Die Meinungsäußerungsfreiheit, die wollen und müssen wir hochhalten in der Schweiz und deshalb ist diese Kundgebung auch legitim. Und auf der anderen Seite haben wir eine völkerrechtliche Verpflichtung und dem Schutz des chinesischen Staatspräsidenten, dem müssen wir auch nachkommen. Später gab es aber auch unbewilligte Aktionen in der Nähe der sogenannten Sicherheitszone. Insgesamt 32 Personen wurden laut Polizei angehalten und zur Kontrolle abgeführt. Auch diesmal gab es also anlässlich des Besuches von Xi Jinping wieder anti-chinesische Demonstrationen. Seit der Machtübernahme von Xi Jinping 2013 sei die Menschenrechtslage schlechter geworden, kritisieren Exil-Tibeter und ihre Unterstützer. Ist das so und wenn ja, warum? Auch Herrn Ebersen und Claudio Schwächer. Festgenommene Tibeter. Mit Schildern um den Hals werden sie öffentlich an den Pranger gestellt. Unter Xi Jinping leben sie gefährlicher denn je. Die tibetische Kultur werde verdrängt. Das gelte auch für andere Minderheiten wie die Uiguren. Es werden viel mehr Menschenrechtsaktivisten werden verhaftet. Auch chinesische Anwälte, die tibetische Menschenrechtsaktivisten verteidigt haben, werden verhaftet, kommen für mehrere Jahre ins Gefängnis.
Demonstrationen von Andersdenkenden werden niedergeschlagen. Kritische Stimmen sind auf der Straße, in den Medien und im Internet nicht erwünscht und werden immer strikter zensuriert. Der Hongkonger Professor Ding Xueliang gehört zu den wenigen Akademikern, die es noch wagen, sich kritisch zu äußern. Er erklärt, warum Repression für Xi Jinping zentral ist. Ich will es nicht rechtfertigen, aber ich erkläre es mir so. Für Chinas Machthaber ist die Kontrolle über die Medien, das Internet und die öffentliche Diskussion die Bedingung, um ihre Macht zu erhalten. Das ist der wichtigste Punkt, ob man es mag oder nicht. Man darf keine öffentliche Diskussion zulassen, denn diese könnte sich rasch zu einem kollektiven Protest entwickeln. Der Herrscher über 1,3 Milliarden Einwohner fürchtet einen Flächenbrand. Wie seine Vorgänger stellt er das Vorankommen des Landes über die Interessen des Einzelnen. Unter Xi Jinping sei China